Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver. Hallo, hallo! Nu zijn we hier weer bij Schtrucklaunt. Het buiten zeer windig en koud. En hier binnen hebben we veel gemerkt. Nu willen we wat maken. Tacos. Deze week is Schtrucklaunt Tacos Fiesta. Ik wil je wijzen, waar we kan verschiedenste tacos maken. Van Shrimp, dus Camarones, Fisch, Fleisch, Eetschacken, Schaubeln, wer weiß nicht was alles. Was immer je thuis haben, was er stark hat, krippt oder flicht oder kräbelt, du merkst die Tacos von. Ich will ein Wort von den Tacos wissen, ich hoffe die gleich noch. So, nu, wo wir den ersten, wo wir auffangen mit Shrimp Tacos, Camarones Tacos. Ich hatte noch kein Jahr aber wir sind nicht schmecken, so. Wenn wir sehen, wo das was uitkomt. Huhu, vreemd door nu al tel. Ja, das nächste, was wir dann wollen, das ist dann Tortillas machen. Die Tacos muss ja Tortillas haben. Und ich habe letzte Woche ein Rezept gefunden. Ich will hier Mehltortillas backen und nu habe ich nicht nur wit Mehl, sondern ich da ein kuffel Karmehl machen. Ich will sagen, dort wie wahrscheinlich. So von der Woche war der Krack so machen, weil ich wissen, wo wir nicht hier. Und dann will ich Tortillas machen. Tortillas habe ich hier auch gekauft. Nu de meeltortillas met een klein beetje karmeel de maand, die werden nu merken, worden nu uit hier, wat je dat weten. En dan van verder waar. Ja, dan wil ik je wezen. Hier hebben we wit meel. We worden 3 kuffel wit meelbrokken. Hier hebben we er nog 500 woamet wuta. We worden 2 kuffel woamet wuta brokken. En hier hebben we schwingschmalt, die kan 100 schmurts brokken wat je wil. En van dat waar we 7 eelappel schmaltbrokken. En hier hebben we dat ene kuffel karmeel, dat is een jela maseca. Dat de mank. En hier hebben we nog 2 teeläppel zout. Nu willen we dat alle toeperen. En dan willen we tortillas maken. Oké, dan zijn we nu uit om decoreren. Eerst willen we een kuffel vol jela karmeel doen. En dan doen we 3 kuffel wit meel doen. En het nächste doen we de 2 teeläppel zout doen. En dan richten we dat zeer fijn durch. En dan, wat we dan doen, dan nemen we dat schmalt, dat schweinschmalt, 7 lepel vol nemen. Dat speelt schmeckt immer beter, waar schweinschmalt brokken dat. En dan, wat we dan doen, dan nemen we dan kneden we dat zeer durch en rieren dat durch en dat het een beetje zit, als wanneer het gravel is. Dan is het fijn, een beetje waar je woorden perdig rieren. En dan, wat we gaan zeer fijn durchgeriert, dan nemen we dat warme wuta, 2 kuffel vol, dat we dat nemen. En daar rieren we dat durch. Dat geeft eerst een beetje smater. Maar bloos dat zeer fijn durchrieren. En dan nemen we meel en vangen we dat ons zaaltjes net te kneden. En dat duurt een stootje, maar zeer fijn kneden. Dat kneed je dat bij een fijn deeg aan, steekt 3 of 5 minuten. Dat het een fijne, runde, smakke, glatte deeg is. En na wij die smakken, runde deeg gemerkt hebben. En dan... daar willen we den unspreiden en dan willen we den van ungefähr 1 Stunde gaan laten. Nu kijk mal. Nu hebben we zo'n smaken deeg gemerkt. Nu willen we den toedaken en we met hem warm neerzetten. En dan laten we door van ungefähr een halve Stunde naar 1 Stunde ramzetten. Geeft dat dan veel betere tortillas. Oké, nu hebben we den deeg laten bij 1 Stunde gaan en dan doen we kleine bietekjes snijden. En dan willen we een runde balletjes maken. En dan willen we meel aan dokken en een klein beetje plaat maken zoals je zijn kan. En dan willen we de uithalen en tortillas maken. Dat zijn een beetje nate kleine tortillas. Zo'n wat ze gebruiken om tacos maken. Nu doe ik hier een beetje zo'n balletjes maken. Dat zijn kleine, een beetje zeer kleine balletjes. Want we willen niet te grote tortillas maken. 4 kuffel meel hebben we gebruikt. En dat geeft about 48 taco says tortillas. So nu kan je zeggen dat ik alle een beetje meel aan doe. Dan dat ik met de hang door een klein beetje zo plaat maken. En dan willen we de uithalen met mijn grootmama in een rol houdt. Ik ben zo gelukkig en je zegt dat ik dat heb geërven. En dat rolt meest vanzelf. Dat is meest krijgt 20 jaar oud dat rol houdt. So ik ben zeer beroerd met dat. En nu willen we tortillas maken. Oké, nu hebben we de bolletjes alle plotje direct en de meel gedokt. En nu doen we met mijn grootmama rol houdt hier tortillas bakken.
oder uitrollen, dus je zijn kan. Schauf du Basaya-Fan. Oh, Basaya-Fan, en die wir sehr nate Tortillas merken, dan moet je met mehl te brokken, dat niet alle te ombakken dat. Aber wenn je dat wil proeven, dat moet je een klein beetje prakteren en dat schafft. Dat wordt vielleicht nicht das erste Mal, aber das wollt ihr lernen. Schafft sehr fan. Okay, nu bakken we tortillas. Wir haben das hier nu alle fan heute gemerkt. Nu bakken we tortillas. Wo wir rein alle bakken. Und dann werden wir Tacos merken. Wir dann einmal eine Herd bakken. Ich habe den Lust gesnern und dann die anfrieren. Und dann haben wir erst eine Zeit, wenn wir wollen Tacos merken. Dann packt ihr ab mit Tortillas. Merkt man das Fleisch rein in das Grünst, und was immer wieder für Tacos wollen. Und dann merkt man Tacos. So, das ist sehr handig, wenn man hostig mit Gas kriegt oder so. Dann sind die immer rein. So, jetzt sind sehr schöne Tortillas. Das sind Mehltortillas mit 24% haben wir dann Kornmehl gemacht. Und das schmecken sehr schön. Ich hab die Proben da. So, nu kijkt mal 4 kuffel Mehl. 48 Tacos Fiesta.Tortillas. Haben nu vorig bakken, nu werden wir Tacos merken. Huhu! Na ja, dann werden wir das Sauce merken. Das, was wir immer schauen, wir unsere Shrimp Tacos. Camarones Tacos. Erstlich habe ich hier eine Zitrone, eine Erdschappenrief. Und dann da wir mit der Zeige Fine hier, das Tiefers ja die grüne Schale hier aufrieben. Du hast es sein kann, das ja ein besonderer Geschmack. Und ich kann mal sagen, hier habe ich von für ein Teeläppel so eine grüne Zitronenschale, die wollen wir hier nehmen. Und dann nehmen wir süßer Schmand, nehmen wir dann von für ein Löffel voll nehmen, oder vielleicht 1,5. Und dann Salz, so viel es wieder bleiben, du ein bisschen dort Salz eben. Und dann ein bisschen Zitronensaft. Hier haben wir so eine Zitronen, Kugel Limon, eine Bottle, so ein klein bisschen Start nehmen von hier. Das geht sehr nehmen, und dann nehmen wir das sehr fertig. Das ist fertig hast du. Und dann ist dort rein, das wollte ich wissen, wo wir das zu brocken. So. Nu wordt het even reinmerken. Okay, next what we will do, we have hier ein bisschen Butterkrumbs, wir haben roodblauwe krumbs, ook grüne krumbs. En du hast noch ein klein bisschen Jalmeer machen. Dann wollen wir ein bisschen abgeschnittene jalapeños ein klein bisschen machen, so viel es wieder bleiben. Und dann doen wir ein bisschen Zitronen, gute Limon machen, so viel es wie bleiben, nicht so schrecklich viel. Und dann ein klein bisschen Salz dabei. Und dann dort durchrühren. Ja, das ist vielleicht relativ fram, aber ich wollte ein Ding sagen. Und dann wollte ich noch ein Ding sagen, wo ich dann noch ein klein bisschen Peper da mache, schwarzer Peper da mache. So, nu rühren wir das durch, dann lassen wir das hier ein Stückchen setzen. Und dann werden wir die Camarones, die Shrimp reinmerken. Und dann werden wir Tacos merken. Aber ja, das werden wir die Brocken zum Tacos merken. Das wäre was sehr schön von der. Okay, dann wollte ich mal wissen, was wir hier brauchen für den ersten Satz. Shrimp Tacos. Hier haben wir was Shrimp. Hier haben wir Salz, so viel es wieder bleiben. Hier haben wir ein halbes Kuffel wittet Mehl. Hier haben wir einen halben Teeläppel Garlic Powder, schisnick Pulver, ein halber Teeläppel, half a teaspoon. Und hier haben wir einen halben Teeläppel Paprika, half a teaspoon Paprika. Hier haben wir viertel Teeläppel cayenne Pepper, so ein roda Pepper viertel quarter teaspoon. Und hier haben wir ein halbes Teeläppel Baking Powder, Backpulver, ein halbes Teeläppel. Und hier haben wir ein Pepper, so viel es uns dann jankert. Und hier haben wir Bayer, wir haben uns einen Bayer gekauft. Wo wir den brauchen, können das alle errieren. Und da werden wir Camarones oder Shrimp broden. Na ja, dann haben wir die Spezies alle rein, wo wir alle tauberieren, den Bayer da machen, das durchrieren. Und da sind wir rein zum unsere Camarones, unsere Shrimp broden. Und dann werden wir Tacos merken. Das wäre was sehr schön schmecken. Okay, nu haben wir das Fahrt heute. Nu werden wir die Tortillas broden.
für unsere Camarones Tacos, Shrimp Tacos ist der Name. Oh ja. Okay, das Fahrt haben diese Fan heute. Nu werden die Shrimp, die Camarones hier in diesen Deeg an die rieren, was wir hatten reingemacht. Und da werden die Broden bei den Fan brühen und reich sein. Und da werden die ewige Taupe rieren. Die Tortillas hat wohl schmack reich gebrüht, die kleinen Tortillas. Check mal das. Oh, das ist das all sehr schwach. Und da werden wir Tacos merken. Sehr. Check mal. Camarones Tacos. Die sind diese Shrimp, Camarones. Und dann verfehlen wir zum Tacos merken. Naja, nu haben wir alles rein. Tortillas gebrot, guacamole und alles rein. Check mal nicht mehr, was in den Tortillas nennen. Und dann die Camarones, die Shrimp nennen. Und dann das Greins, was wir haben reingemerkt. Und dann das Sauce da eben. Und wenn je nicht süße Schmont legt mit so einem Sauce, dann tue ich bloß Guacamole oder Salsa oder was immer je gleichen. Aber ich glaube, das wird von der Säure schön nicht oben geben. Es ist gesehen kann, dass das schmeckt. Und wird sehr schön schmecken. Na ja, dann. So ich immer sage, wir haben Gott dankbar sein. Uns, was gesehen hat, es gut uns was. Und immerhin, nu haben wir hier Camarones Tacos. Nu werden wir den schmecken. Ich habe hier ein bisschen Sauce über, oder ich weiß, was ich habe gemerkt, oder ein bisschen Pfeffer über. Ich lege Mandelpfeffer und dann ein bisschen extra Salz. Ja, und dann das Zitronen, ein bisschen Lemon drüber. Oh, yes. Und dann, das erste, was wir wählen, dann wollen wir nu so ein bisschen kalt, wo wir ein bisschen viel merken. Check mal das. Wir haben laatst 10 Butteltjes gekauft instead, so wir sind für den halben Winter rein. Oh, das ist meine frühe Sache, ich bin ganz ausgebrannt, wie man ein bisschen mehr abdeuten oder mit was verschlägt. Nu werden wir diese Shrimp Tacos, das sind Karterkies, wir werden die schmecken. Oh, bei Club, die merken auch. Das ist die erste Salz-Tacos, was ich merken. Ich werde probieren, mehrere Tacos zu merken. Club, die dann alle nur merken. Oh, das schmeckt bloß grülich. Ich kann noch keinmal so eine Shrimp, so eine Camarones Tacos gehabt. Ja, wir haben einen schönen Koch. Guck dir mehr an der Ock. Nu werden noch Fersch-Tacos merken. Ich tue die gleich nicht krank zu sein als das. Aber das schmeckt bloß grünlich schein. Dann scheinen hier von Schtrucklaunt Tacos. Okay, da werden wir das Grünze reinmerken für die Fersch-Tacos. Wir haben hier roten Kams, mit Bacaljan, ein bisschen Cilantro, ein bisschen Salz und Pfeffer und Zitronenjuice over ein bisschen mit Bacaljan, dort tegen onderrieren, ein bisschen jalapeños zu machen und da werden wir das ewige reinmerken. Okay, dann was wir hier tun, wir haben hier ein bisschen Avocado, ein bisschen Zitronen, ein klein bisschen süßer Schmand, Sour Cream, da wird das rieren, ein bisschen Salz und Pfeffer da machen, so viel es viel bleiben. Und dort werden wir hier überschaben über die Tacos. Ich glaube, was sehr schön schmecken. Okay, nu haben wir das Fahrt hier heute bei 364 Grad. Und wir brauchen das selbe Deeg, was wir brauchen für die Shrimp, für die Camarones Deeg. Mit Eier geriert, schmeckt sehr schön. Da wir da die Fest mit das selbe Deeg andocken und broten.
En daar wel wie vers tacos smaken. Ik laat wat zeer schijn smaken. En zo wie het heeft het nog zeer fijn gelekt. Nu hebben we de vers gegooid, zodat de smaak bruin zijn en reich en crispy. En dat saus en dat druins hebben we alle eruit dafür. En nu willen we vers tacos maken. Ik heb die al vielleicht 20 Jahre nicht gehad. Laatst moest de houderd weer in Stapa, Mexico. So ik laat er wat van jou karakter schijn smaken. Nou ja, daar waar we nu onze tortillas opwarmen. Nu hebben we meeltortillas voor deze tacos. En hier hebben we de vers. En dat druinstalen. En nu willen we ons tacos maken, vers tacos. Daar hebben we dat saus, dat doen we even schapen. Avocado, een beetje zuur schmond. Een beetje citronenjuice, een beetje zout en peper. En nu doen we de vers er nog een beetje verneren. En dan nog een beetje druins, dat kams. En bakkeljan en zo wieder. Weiß ik het eerst. En nu willen we de tacos eruit maken. En daar willen we eten. Ik laat die worden karakter schijner, vielleicht nog schijner smaken als de Camarones tacos. Dat druins, dat heeft een zeer fijne smaak. En ja, nu waar we vers tacos hebben. En morgens, daar waren we verder weg, waar we andere tacos maken. Maar kijk mal dat. Nu hebben we een schiefel eruit van vers tacos. Nu hebben we hier onze vers tacos. Ik laat er wat zeer schijn smaken. Nou ja, dan willen we mal de shrimp uit de vers tacos smaken. Dat is hetzelfde idee wat we gebruiken voor de Camarones, de shrimp broden. Doe doen we de vers ook aan en broden die. Dat grenst te bij in de kants en alles. Zeer schijn. Tuk je merkt de vers tacos ook. En morgens, daar willen we wat fris op aan met andere soort tacos, vielleicht met frühstück tacos, naar vandaar weer. Tuk je merkt dat ook. Zeer schijn. Okay, dann wollte ich noch ein Rezept lesen von Fisch und Shrimp Tacos, Camarones. Und dann von da wollen wir dann andere Fleisch brocken. Das ist noch ein sehr feines Rezept, was ich gefunden habe. So ich wollte wissen, was wir machen brocken und wo wir das reinmachen. Ja, hier haben wir unsere Shrimp, unsere Camarones. Wir haben nicht schrecklich viel, wir haben nicht so ein bisschen allein von dir. Hier haben wir noch ein paar Bitter Fisch. Und hier haben wir die Spezie, was wir machen tun. Hier haben wir ein Teeläppel Paprika, 1 Teaspoon Paprika. Hier haben wir ein Teeläppel schisnick pulva, 1 Teaspoon Garlic Powder. Hier haben wir einen halben Teeläppel Oregano, half a Teaspoon Oregano. Hier haben wir ein Viertel Teeläppel cumin, comino, quarter Teaspoon cumin. En hier hebben we nog een beetje een pepperflakes en een peperkerne. Een halve teeläppel oder weniger door een schietlijven. Zo wat ze maar op pizza abstreien doen. En hier hebben we dan zout en peper. Zoals het dan veelt. Salt en pepper. To taste. Oké, wat we dan worden doen. Dus dan willen we al dat spice, de spices toeperieren. En die daarin onderrieren. Dan willen we de shrimp en de vis. Erst südlich mit dort, sicher merken, dass alle fein drin ist, die Shrimp und die Fisch, die Camarones. Und dann da wir dasselbe Salzbrocken auch für die Fisch, die fein ersalten. Lassen wir den klein bisschen setzen. Und da werden wir die reiten. Ja, nu haben wir die Pan hier heute. Nu wollen wir hier ein klein bisschen Olive Oil nehmen. Und dann da wir unsere Shrimp, unsere Camarones hier nehmen. Oh ja. Yeah. Wat een typisch durchbroden, dat braucht was sehr lang. Dan zijn die eruit. Die würden nog gaan kunnen op stakjes abspecken en dan die Büten am Barbecue ab, aber von der jagen die Büten nicht 4 mehr am Starm. Wow, dat direkt schijn. Ja, nu staat eruit. Die hat man een paar minuten die beetje durchbroden.
Da warmen wir uns eine Tortilla ab, von der wir eine Mehltortillas brauchen. Wir hungern da noch. Die haben hier auch Kornbeeren. Okay, da werden wir uns den Shrimp, Camarones Taco reinmachen. Wir haben hier Guacamole. Wir wollen es dort ein bisschen schmieren, die kann sie schmont brauchen, weil wir wollen. Und aber das ist alles verreckt von der Uhr. Und dann die Shrimp tun und dann ein klein bisschen Cilantro, eben wäre es leicht. Und dann noch, ich habe ein paar rote Peperschoten eingemerkt, wo wir dort. Und nu wollen wir den mal schmecken. Sieht aber sehr schön. Na, dann wollen wir mal den Shrimp Taco schmecken. Also ich kann mal sagen, wir dankbar sein, Gott ist gut. Gott segnet das. Und nu werden wir das schmecken. Der riecht so wahrscheinlich. Oh, Mama. Das schmeckt sehr schön. Ich guck, diese Shrimp Tacos merkt ihr auch. Nu wollen wir nie ein Kapitel auffangen. Das werde ich erst nu, wir wollen nicht bloß nach den Versbroten, nach einer anderen Seite Versttacos merken. Dann ist das wieder zu der eng. Und dann wollen wir Fresser auffangen, dann mit einer anderen Seite Fleisch. So. Erst zu sehen. Sehr schön. Guck die merken dort auch. Okay, nu haben wir die Pornware fein heute. Das ist hier so ein Kern. Und da werden wir diese Fäschchen hier nehmen. Ja. Papa, hold die fast. Check them mal da. Nu werden die fein brunbruden an alle Seiten. Na werden wir Tacos machen. Und wenn die so mehr ist, die Fäsch, da geht ihr dann noch ein klein bisschen mit Bayern nehmen. Lasst ihr dort noch heute kehren. Da werden wir Tacos machen, weil ihr das nicht haben, das braucht ihr gleich. Aber du hast ein Restaurant in Ottawa, Ontario, Kanada. Das Restaurant kehrt rein alles bloß mit Bayern. Oh, hörst mal. Hier ist es sehr schön, dass die Fäsch hier bruden. Weil das Mess kriegt ausgekehrt und da werden wir Tacos machen. Ich muss sagen, die sind gut. Nu werden wir Tacos machen. Da warmen wir uns mal eine Tortilla ab. Wir brauchen eine Mehltortillas. Ich lege die da als Korntortillas für weiße Dinge. So, nu werden wir Fisch-Tacos eten. Na ja, da werden wir uns diese Fisch-Tacos reinmachen. Sei es wie die Shrimp-Tacos haben. Die Camarones Tacos mit Guacamole. Und da ist eine rote Rojas, rote Peperschoten drin, von einer Dose. Und die Fisch drin. Oh, bei Queen sein, das schmeckt schön. Ich habe das all geschmeckt, aber du hast ein bisschen Cilantro noch mit ein bisschen Zitronenjuice, Lemonjuice mit ein. Und nu werden wir das schmecken. Check mal das. Sieht das nicht schön? Wow, das schmeckt aber sehr schön. Na ja, dann, da werden wir nu mal weiter sehr schöne Tacos haben. Jetzt sind noch eine andere Sorte Fisch-Tacos. Ich habe viermal auch Fisch-Tacos gemacht. Die haben wir hier an die Dokten gebrot. Und diese habe ich bloß mit Spezie eingesalten. Nu werden wir sehen, wie die schmecken. Das kann man sagen, wir haben Gott dankbar sein für alles. Heute nie geglaubt hat. Fisch-Tacos würden so schön schmecken. Ich habe die Probe noch drauf. Für die Menschen, die Festen fahren, da tippen die dann stur. Und das zu sagen kann, hier ein bisschen Avocado mit Guacamole nehmen, ein bisschen Peperschoten, ein bisschen Cilantro, ein bisschen Zitronen.